Ja, habe die Ehre, Leute. Wir zocken jetzt wieder Machinarium weiter. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. So, wir haben ein Seil oder Binden. Dann haben wir eine Karten und wir haben so einen Schubler noch. So, jetzt muss ich nur mal schauen, wo wir zuletzt überall waren. Ich glaube, dort sind wir zuletzt runtergekommen. So, gut. Ich glaube, die Binden haben wir von dem gekriegt. Weil wir dem das Sonnenblumenöl gegeben haben. Wie schaut es denn da hinten aus? Können wir denn da irgendwie rein? Wir hätten eine Karten. Ja, die passt da rein. Und ist jetzt weggert. Und da sind wir, wo sind wir denn da? In der Spielhalle? Können wir vielleicht einmal daher? Gut, das können wir verstehen. Und da können wir irgendwas dran, indem wir die Maus halten und dran, aber ich weiß nicht, was das bringen soll. Ach, da oben bewegt sich der Pfeil. Ach, der versorgt ihn mit Strom. Und was können wir da jetzt machen? Hä? War das alles? Ach, das da? Ach so, das können wir mit der Tastatur erstellen. Wir müssen abknallen. Und das ist so, schaut aus wie so ein klassisches Spiel vom Commodore 64. Also typischer Arcade-Klassiker. Und was ist unser Ziel? Indem wir uns abknallen und dann war noch da unten steht irgendwas von $1000 ist 1000 Punkten ist $1. Vielleicht müssen wir 1000 Punkte erreichen. Das glaube ich wird aber kompliziert. Wenn wir bis 1000 auf müssen. Beziehungsweise es dauert etwas. Jetzt haben wir noch nicht mehr bei 500. Ach so, indem wir auf der Taste bleiben, schießt er automatisch, also brauchen wir nicht immer Drucker. Das ist natürlich praktischer. So, 600 haben wir erreicht.
Das rote Ding oben gibt immer extra Punkte. Es geht auf die 700 zu. Ich glaube 1000 schaffen wir. Außer es passiert uns irgendwas. So, wir erreichen jetzt fast 900. So, die haben wir jetzt und es geht auf die Zielgerade zu. Okay, 1000 Punkte erreicht. Gibt $1. So, müssen wir denn jeden Automaten ausprobieren? Das heißt, wir müssen nochmal umschalten. Glaube ich zumindest. Und jetzt da mal wieder strampeln. Indem wir Strom kriegen für den nächsten Automaten. Gut. Gehen wir mal da hinten. Und schauen wir mal, was uns da erwartet. Hä? Ach so, ein Rätselspiel. Ja. Und wir haben, wie es ausschaut, haben wir 6 Level. Ach, so geht es. Gut. Ja, aber wie kriegen wir das da auf, eh? Okay, das wird, glaube ich, komplizierter und etwas länger dauern. Ja, ich verstehe das irgendwie nicht ganz. Ach, Moment mal, jetzt hat. Ah, so, langsam komme ich drauf. Also das muss da oben. Das muss daher und dann haben wir das. Gut. Dritter Level. Der wird natürlich noch komplizierter.
Hä? Wie soll ich denn jetzt dieser stellen? Das so? Und dann... Das so vielleicht? Und dann so. Gut. 4. Level. Jetzt müssen wir natürlich... So, Nick. Ja, wir kennen jetzt gerade den großen Schirm. Den da weg, den weg. Den da her. Ach, ich glaube, ich verstehe schon. Oder? Nochmal. Jetzt können wir den Dome, den Doma. Dann muss der da wieder hin, der da hin, der ober, der da um und so. Und jetzt sollten wir im letzten Level sein. Okay, wie stellen wir das jetzt wieder an? Wir können gerade da her. Da bringt's, glaube ich, nicht so viel, oder? Ja, das bringt gar nichts. Na, das muss doch... Nochmal. Oder vielleicht so um. Na, das bringt auch nichts. Das so. Dann den Aufweh. Na. Aber ich glaube, es stimmt schon irgendwie so in der Richtung. Aber das Problem ist, wir kriegen den hinten, den Kleinen nicht mehr außer. Der muss nämlich noch 4 um Ohren.
Das haut wieder nicht hin. Ja, im Moment habe ich noch gar keinen Plan, wie wir das genau machen. Den Vierer. Dann den Umi. Das so. Das Moment. Also der Kleine muss nach oben, auf jeden Fall. Und der Große nach unten. Der Rote also. Und das machen wir so. Ja, und schon haben wir es. Hat ein bisschen gedauert, aber hat hingehaut. Und es gibt wieder $1.